Und ich habe heute hier über 5 Deutsche gesprochen, die hier über die Berge zwischen Cerbère und Portbou gegangen sind, um vor dem Faschismus in Europa, Deutsche natürlich vor den Nazis und dann auch vor dem Vichy-Faschismus in Frankreich zu fliehen. Und die Frage ist, was hat das mit Walter Benjamin zu tun? Das hat insofern was mit Walter Benjamin zu tun, weil Walter Benjamin ein bekannter Deutscher ist, ein großer deutscher Philosoph. Hier handelt es sich um 4 andere berühmte Deutsche, Intellektuelle, Schriftsteller. Und das Jahr hat auch etwas damit zu tun. Walter Benjamin ist hier von Banyuls nach Portbou am 25. September 1940 gegangen. Und diese anderen Deutschen sind von Cerbère nach Portbou auch über die Berge gegangen. Und zwar am Freitag, den 13. September 1940. Also das sind schon mal die Gemeinsamkeiten. Die Intellektuellen, um die es sich hier handelte, sind Heinrich Mann, der große Bruder von Thomas Mann, älter als Walter Benjamin. Er ist 61 Jahre, als er hier versucht zu fliehen. Seine Frau, Alma Mahler, die Witwe des Komponisten Gustav Mahler und zu dieser Zeit Frau von Franz Werfel, einem anderen großen deutschen Dichter, Schriftsteller. Und der jüngste in der Geschichte ist Golo Mann, der Sohn von Thomas Mann, der 3. Sohn von Thomas Mann. Er ist 31 zu dieser Zeit und Golo Mann wird in der Nachkriegszeit ab 1958, dem Jahr, in dem er aus den USA zurückkommt, eine wichtige Person in der westdeutschen intellektuellen Szene sein. Er wird Bücher veröffentlichen, die wichtig sind für Deutschland und ist ein bekannter Mann. Alle diese 4 Personen, Nelly Mann ist die einzige, die nur die Frau von Heinrich Mann ist, also in diesem Kontext zumindest. Alle 4 Personen sind eben auch große deutsche Intellektuelle, vielleicht Alma, eine berühmte Wienerin, eine sehr schöne Wienerin, die sehr berühmt geworden ist durch ihre Beziehungen, zum Teil leidenschaftlichen Beziehungen zu großen Männern. Mahler, Kokoschka, Walter Gropius, einer der Gründer des Bauhaus, und Franz Werfel zum Schluss, aber auch viele Liebschaften. Also eine Person, über die viel geschrieben wurde und die bekannt ist. Heinrich Mann, großer Schriftsteller in Deutschland, der sicher weltweit bekannt ist, weil er der Autor ist des Professor Unrats, aus dem der Film Der blaue Engel wurde. 1900, also sehr früh, schon vor dem Weltkrieg. Und Golo Mann, über den haben wir schon einiges gesagt. Über Walter Benjamin brauche ich, glaube ich, in diesem Kontext nichts zu sagen. Aber das sind die Gemeinsamkeiten. Die Flucht über die Berge, die Flucht hier über diese Berge und die Walter Benjamins Flucht endet tragisch hier in Portbou. Die Flucht dieser 5 Deutschen geht glücklich aus.